Tja, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem neuen Battlefield 3 Match. Es gibt Spiele, die sind gut, es gibt Spiele, die sind schlecht und es gibt Spiele, die, ja, beeinflussen einen fürs Leben oder auf jeden Fall sind sie episch saugeil. Und heute ist mal so eine Platzierung der Top 3 von mir, aber schreibt doch zuerst oder später mal eure Top 3 in die Kommentare rein, wäre cool. Würde sehr gern wissen, welche 3 Spiele euch im Leben, also die ihr je gespielt habt, irgendwann, scheißegal waren, am besten gefallen haben. Würde mich interessieren, was das ist. Meine kurze Liste, warum und weshalb, gibt's jetzt gleich. Also der Grund fürs Video ist, jemand wollte es wissen von euch. Ach, fick dich von hinten, von vorn, von der Seite, ja. Und von meinem Mund auch noch, ey. Und ich würde mal sagen, ich fange mal an mit Platz 3. Und ich habe es schon mal letztens erwähnt, gestern. Das ist auf jeden Fall Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ja, es ist komisch, ist aber so. Obwohl es lässt sich auch austauschen. Also am dritten Platz sind Spiele, die einfach, ja, geil sind. Mein Gott, Battlefield könnte man vielleicht auch schon dazu zählen, ich weiß es nicht. Weil es auch, ja, es ist schön, wirklich, Battlefield ist schön. Ah, fick dich, entschärf mich. Ahahaha. Ja, du bist ja sau dumm da oben. Battlefield könnte auch dabei sein. Ja, ich finde es auch geil. Also, ja, dritter Platz, das ist so Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Auf der PS1 habe ich das gespielt damals. Hab's schon mal letztes Video geschrieben, letztes Mal, dass ihr das kennt und auch mögt. Die meisten, wo das kennen, mögen das Spiel auch. Einige mögen es sogar nicht. Aber ich finde es halt echt, ey, das Spiel hammermäßig. Also, ja, episch geil. Habe ich ungefähr Spielzeit von, ich weiß es nicht, da stand halt keine da. Muss ich jetzt schätzen, geschätzte 150 Stunden oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Also, könnte mehr sein, könnte weniger sein. Keine Ahnung. Ah, jetzt fällt mir noch ein Platz 3 ein, der auf jeden Fall eine höhere Bewertung verdient als der andere Platz 3. Und das wäre also Platz 2,5 und das wäre Sonic Adventure. Ja, also mein sicherer Platz 3 ist Sonic Adventure. Das Spiel Sonic Adventure 2 ist es ja. Sonic Adventure 2 gab es damals nur für den Gamecube, gibt es jetzt aber auch für PS3, Xbox und PC zum Runterladen, über Microsoft, über Steam, über den PSN Store. Ja, da gibt es alles schön zum Runterladen, jetzt auf Steam für 8 Euro. Kauft euch das Spiel, Leute, wenn ihr mal was wirklich heftig Geiles spielen wollt, kauft euch dieses Spiel, kauft euch Sonic Adventure 2. Dann habt ihr keine Angst mehr, denkt ihr, oh, was muss ich jetzt zocken? Nee, einfach mal Sonic Adventure 2 angeschmissen und schon ist die Hose vollgeschissen vor Spaß, weil das Spiel, ich hab's mal erklärt schon, man muss da, ja, die Story durchmachen und das macht man, indem man so kleine Aufgaben erfüllt, also einfach die Story durchmacht. Schmalen Aufgaben, halt einfach Level durchspielen und dann kann man halt so kleine Energiesticks finden und kleine Tierchen wie eine Fledermaus oder was haben wir noch? Fledermaus, ja, es gibt alles, Gorilla, Hase, Drache ist sehr selten, das muss man finden, wenn man 3 Kao-Kisten findet oder Chao-Kisten. Das ist auf jeden Fall geil. Schaut euch das Spiel an, Sonic Adventure 2. Es ist auf jeden Fall eins der Must-Have oder Must-Known-Spiele, weil es einfach so geil ist. Ach, da war doch ein Gegner. Ach, war er nicht. Da war er, der Gegner. Und, also echt, weil wer das Spiel nicht kennt, der hat was verpasst. Ja. Würde ich schon mal behaupten jetzt. Weil es einfach so geil ist. Ja, dann kommen wir schon zu Platz 2. Ich bin jetzt gerade ein bisschen in Bredouille. Also im Bedrängnis heißt es. Ah, fick dich. Ja, egal. Platz 2, also Platz 3, der ist fest. Also Platz 3 ist Sonic Adventure 2.
wildes Spiel. Dann kann man so kleine Chaos als Babys sozusagen, kommt man die als Schale und dann kann man die ausschlüpfen lassen, dann kann man denen Sachen geben, dann können sie Karate machen und Wettlaufe und Wettrennen machen und das ist so, und sogar im Kindergarten kann man sie ausstecken, die kleinen Tierchen. Ja mei, das ist so lieb und süß, also das ist echt wahnsinnig toll ist das Spiel, ja. Und müsste jeder kennen von euch, sollte jeder kennen, wäre auf jeden Fall cool. So, dann haben wir andere, Gegner. Schaut der Bub. Dann Platz 2 ist Harvest Moon, A Wonderful Life auf dem Gamecube auch. Also Gamecube, saugeile Konsole. Kennt jemand von euch noch den Gamecube? Schreibt es in die Kommentare rein, wer den Gamecube nicht kennt. Ich hatte einen, ich habe mir immer noch das stehen, ich spiele immer noch mit dem, weil es einfach so eine geile Konsole ist. Ich weiß nicht, also der ist geil, ja, ist ja logisch. Und Gamecube ist geil. So, dann eben nächstes Spiel, Platz 2 Harvest Moon, A Wonderful Life. Man fängt an im Harvest Moon Style als Bauer, hat gar nichts, muss mit seiner Ernte ja, noch Geld machen, hat eine Kuh, die kann man jeden Tag melken, dann kann man sich Schafe kaufen, man kann sich Ziegen kaufen, man kann von den Ziegen Milch haben und die Schafe scheren, man kann Hühner kaufen und dann Eier sammeln eben jeden Tag. Ach Gott, ist das Spiel geil, hey. Also, ich weiß echt nicht, also wenn man die Spiele nicht kennt, dann hat man schon einiges verpasst. Ja gut, also ist jetzt Auffassungssache, aber ich find's trotzdem saugeil, das Spiel. Also das ist echt ein Spiel, das ist geil. Ich schau mal, ob es das gibt auf irgendwie Plattformen, dann kaufe ich es mir nochmal. Ich habe mir jetzt meinen Platz 3, Sonic Adventure 2, gekauft auf Steam und in Xbox erstmal, weil es einfach so geil ist. Und jetzt, wenn es das Spiel gibt, dann kaufe ich es mir auf jeden Fall auch noch, ja. Weil es einfach so, ja, schmeiß das nicht zurück, du Arschloch, das ist meine Granate, ja. Und, ja, das war einfach cool so, der Wirtschaftsfaktor damals als Kind noch, da war ich, weiß ich nicht, 12 Jahre alt oder so wahrscheinlich, oder 10 war ich da, keine Ahnung, und dann halt, dann konnte man sich mehr Kühe kaufen und dann konnte man, wenn man wirklich der ganz größte Ficker war, dann konnte man ja sogar eine Melkmaschine und Käsemaschine kaufen, also eine Käserei oder so hieß es. Dann brachte man da die Kühe rein, dann konnte man die Milch zu Käse verarbeiten. Oh, und dann gab es auch goldene Eier. Das war, wenn die Tiere besonders geil drauf waren, also die Hühner. Es gab auch Gänse, die man haben konnte. Ich glaube, die machten aber nichts. Und so weiter. Konnte man sich einen Teich kaufen und all den möglichen Scheiß. Ein Pferd hatte man auch. Also das war echt ein schönes Spiel. Auch wieder Spielzeit locker. Ich würde mal sagen, mindestens 150 Stunden, obwohl das halt jetzt wirklich wenig ist. Einige haben 600 Stunden in einigen Spielen, habe ich jetzt nicht. Mein Gott, ich weiß nicht, könnten auch mehr sein, ich weiß es nicht. Es steht ja keine Spielzeit da von alten Spielen, also bei den meisten Spielen. Ich glaube, ich habe da locker 500 Stunden gespielt, aber locker, ja, locker. Und bei Sonic Adventure 2 werden es 300 gewesen sein, aber bei dem anderen, wie das Spiel heißt, hab's vergessen. Ja, noch schön gestorben. Ich hab vergessen, ach genau, Harvest Moon, da locker 500 Stunden Spielzeit. Es gab ja auch einige andere Spiele, Harvest Moon, obwohl mir die nicht so gefallen haben. Also eins war noch nicht schlecht. Auf Nintendo DS habe ich, glaube ich, das eine. Und das war nicht schlecht, da konnte man in so eine Mine reingehen und dann in der Mine unten ein bisschen Mineralien abhacken und so einen Scheißdreck machen. Ja, das war schon in Ordnung, das war schon okay. Ja, aber Harvest Moon, A Wonderful Life auf Gamecube, mein Tipp, ihr kommt nicht mehr weg davon, ja. Ihr kommt nicht mehr weg. Man kann dann noch pflanzen. Na genau, Gott, dann konnte man ja noch Bäume pflanzen. Man konnte in dem Spiel auch Apfelbäume und Bananenbäume machen.
Und das ist die Methode, wie alle reich wurden wahrscheinlich. Also erstmal mit Milch und so aufbauen, dann und mit Hühner und mit Wolle und so und mit Eier. Und dann einen Baum kaufen und eine Samenmaschine, also für die Früchte und Obste. Obste? Ja, Früchte und Obste. Wenn, dann baute man sich einige Bananenbäume und dieser gab dann eben die Bananenfrüchte und das war das Schöne dann. Oh, ja. Und ganz ein Kill gemacht, hey, sauber. Und der gab dann die Bananenfrüchte. Die Früchte tat man in den, in die Samenmaschine. Und dann kam von einer Frucht, kamen dann, glaube ich, 4 Samen raus. Und ein Samen kostete schon mal, ich weiß nicht, 2000 oder so. Also auf jeden Fall sau viel. Und dann verkaufte man eben alle, weiß ich nicht, 200 Samen an den fetten Händler, der immer vorbeikam, einmal in der Woche und dann war man reich, ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich alles hatte, wirklich leider, machte mir das Spiel ein bisschen schon noch, aber dann keinen Spaß mehr, ne? Leider, aber es ist so. Weil ich hatte alles, die Ziele waren erreicht, ich konnte nichts mehr erreichen, alles gekauft und ja, genau. Und sogar die Kuh kann sogar sterben dann, ja klar, die können alle sterben, die Tiere, ja. Und man kann sogar eine Frau, also man gewinnt eine Frau, weil man eine blaue Feder findet und so einen Scheißdreck. Und dann kann man eine von 3 Frauen aussuchen mit der blauen Feder. Ja, wenn es das heutzutage gäbe, hey, ich hab hier blaue Feder für dich, hey, heirate mich. Ja, ja, das wäre cool. Dann kommen wir zu meinem persönlichen Platz 1 der besten Spiele meines, ja, 18-jährigen kurzen Lebens. Und dieses Spiel, was ich am geilsten fand, was also wirklich sehr beeindruckend war und auch sehr viel meiner Zeit, belohnt wurde. Meine Zeit wurde belohnt. Ich durfte das Spiel spielen. Das war auf jeden Fall, ihr könnt kurz raten, was das geilste Spiel ist. Ich sag's euch jetzt kurz, nicht erschrecken. Es ist Donkey Kong 64 auf dem Nintendo 64. Ja, also das ist echt das mega geilste Spiel auf der kompletten Erde für immer, würde ich sagen, ja. Also es gibt nichts Besseres für mich. Für mich ist es das Nonplusultra an Spiel, das Spiel. Also man weiß ja, Nintendo 64 war ja eh schon sehr umfangreich, wenn man an Link denkt zum Beispiel. Ja, Link, die ersten Abenteuer von Link auf Nintendo 64 waren schon sehr geil. Und Super Mario 64, natürlich, Super Mario 64 war auch gut, ja. Oh ja, ey, wenn man da anfängt, Super Mario 64, das war echt geil, hat Spaß gemacht mit den Münzen sammeln, also mit den Sternen sammeln. Mario Kart 64, auch sehr schön, ja, auch sehr schön, keine Frage. Aber am besten immer noch Donkey Kong 64. Also, weil es halt einfach so geil ist. Also wirklich wahr. So ein geiles Spiel. Man spielt, ja, schieß mich halt nicht an. Man spielt Donkey Kong und muss eben Bananen finden. Und wenn man eine findet, sagt er, oh, Banana. Und ich habe das Spiel noch auf meinem Nintendo 64. Ich habe auch noch einen Nintendo 64, ja. Also, weil es einfach so episch ist und hallo, Retro ist geil. Und es ist einfach der Burner, hey. Das Spiel ist der Burner. Oh, der absolute Burner ist das Spiel. Und da muss man halt Bananen finden. Man kann Diddy freischalten. Man kann Kenki oder Clanky freischalten. Und den großen, riesigen Affen kann man freischalten. Und die kleine, wie heißt die? Tiny, genau, die heißt Tiny, natürlich, ja. Tiny Kong, ja, klar. Und Diddy Kong und Donkey Kong. Also so ein geiles Spiel. Ich muss sagen, das ist das geilste Spiel auf der ganzen Welt. Schaut euch mal das Spiel an, bitte. Wer es nicht kennt, schaut euch einfach mal wirklich an. Sonic Adventure 2, Harvest Moon, A Wonderful Life. Ich war erster, schöne Runde. Und schaut euch an, auf jeden Fall.
jeden Fall Donkey Kong 64, weil es einfach am geilsten war, ja. Ich habe das Spiel immer noch nicht durchgespielt. Ich habe da gespielt neulich 20 Stunden, ne? Hab dann, also Spielzeit von 20 Stunden, dann hat man halt mal 7% oder so des Spiels. Also es war einfach das Beste und es bleibt auch das beste Spiel der gesamten Menschheit, würde ich mal sagen. Für immer und ewig. Neben Harvest Moon und auf jeden Fall dem anderen Spiel, wo ich vergessen habe. Und heute oder später, morgen vielleicht auch schon, gibt es ein paar Hitman Absolution, Let's Cut Dinge Angry Sniper Style. Wir sehen uns bis dann und tschüss, ne? Bleibt so schön.